Große Merci für Ihre Präsenz heute Mitten bei dieser Pressekonferenz im Komitee National. Das ist eigentlich eine normale Pressekonferenz im Komitee National von Montgebel, aber das aber ein bisschen ein außerordentliches Komitee National der Moje gewesen hat, das den ersten nur als Sozialwahlen. Insofern war das ganz flotten Nationalvorstand heute Morgen, eine gute Nationalvorstand mit einer guten Stimmung. Der Saal war auch voll besatt. Wir hatten wirklich pleine Präsenz für diese Reunion. Natürlich wird sich ein großen Teil von unserem Komitee National mit den Sozialwahlen an den Betrieben handelt, weil das ist so, dass man das Resultat von den Sozialwahlen von der Chambre des Salariés nach nicht tun, wie alle gut wissen, auch da wissen wir nicht mehr im Moment. Was Tanada ist, sind wohl die Wahlen von den Personaldelegationen an den Entreprisen. Und das ist natürlich ein großer Moment für die Gewerkschaft, das ist alle 5 Jahre, das ist ein decisiver Moment, weil du dezidiert sich eigentlich, wie groß ist auch die Handlungsfähigkeit von Montgebel, wie groß ist der Rapport de Force von Montgebel an den Entreprisen, wie stark sind wir präsent an der Ökonomie zu Lützeburg, wie viele Leute haben wir, die Interesse von den schaffenden Leuten vertreten. Und dafür ist das auch für den Montgebel eine decisive Etappe, alle 5 Jahre. Und da haben ganz viele Arbeit, wie du weißt, ganz viel Zeit, die letzten Wochen am Ende, wo wir darüber hier geschafft haben. Und dann ist es doch logisch, dass den echten Nationalvorstand nur die Wahlen sich da komplett beschäftigt wird. Aber wir haben ein bisschen den Tour der Table gemacht von unseren Resultaten. Und das allererst, was nochmal wichtig ist zu sagen, den Nationalvorstand, der ewige Gremium von Montgebel, hat den Morgen gefeiert, dass man die Wahlen gefunden haben, hat sich gefreut über die Wahlresultate, die wir haben. Und ist froh darüber, dass wir uns stärkt nach weiter konnten ausbauen. Das drückt sich an Zahlen aus. Wir haben Zahlen stehen Realitäten. Just ganz kurz zu den Zahlen. Wir haben Haut, und das leider nachher immer so, dass noch nicht alle letzten Resultate raus sind, nicht alle guten Entreprisen die Resultate mitgedeelt haben. Wir am Stand Haut haben wir 2268 effektiv gewählten Personaldelegierten vom OGBL. Andere 2035 Ersatzdelegierten, die dann auch an Delegationen Suppléant gewählt sind. Das ist zu summen natürlich ein konsiderable Schiffer, just für den Vergleich zu machen, dass sie bald 300 effektiv gewählte Leute mehr wie am Jahr 2019, das ist plus von 15%, denn das ist ein ganz großen Zuwachs, wir haben schon ein paar Mal gesagt oder geschrieben, für den OGBL an dieser Phase, wo wir uns befinden, an diesen Zeiten noch, was die Ökonomie anbelangt. Das super Resultat. Wir sind froh darüber, das bedeutet, dass man gleichzeitig als ein große Sektor, wo den OGBL sowieso historisch stark war, als stark beibehalten haben, voire noch ausgebaut haben, als Majoritäten konsolidiert haben, bis hin zu wo man Sektoren und Betriebe, wo wir ganz lang präsent sind. Bedeutet aber auch, dass wir an ganz neue Sektoren rankommen sind. Und du hast wirklich einen großen gewerkschaftlichen Erfolg passiert, das aber auch eine Unerkennung von den schaffenden Leuten zu Lützeburg für die Arbeit von Montgebel, für einen Einsatz an den letzten 5 Jahren. Und das ist aber auch eine Antwort auf alle guten Dinge, die so in Gewerkschaft, dass etwas verätzen ist, was nicht mehr angepasst ist und die Realität vom Terrain, was nicht real ist an der Welt von Haut, weil wir eben noch an Sektoren dran sind, wo wir bislang gar nicht dran waren, aber wo vielleicht die neuen Sektoren von der Ökonomie sind, an der ganzen Servicebereiche. Großes Beispiel ist natürlich der Klassiker Amazon, wo man für die erste Jahr die Gewerkschaft dran haben. Das gilt aber für ganz viel Hunderte von Entreprisen. Das ist einfach vorausgesagt, dass ganz wichtig ist, dass man die ganz viele Leute haben, die über 4.000 Gewerkschaftler haben, an alle Sektoren von der Ökonomie, die neu sind oder schon ein Mandatsperiode haben, schon oder zwei, die von uns epauliert gehen, die von uns, denen wir zur Seite stehen, die von uns ausgebildet, geschult gehen, die Material kriegen und die Ressourcen haben, für sich an ihrem Alltag, für das Interesse von den
den schaffende Leute anzusetzen. An da ist ganz, ganz wichtig, neben der ganze Froh von den Prozentsatz, an den Statistiken. Zu der Statistik aber noch ganz kurz, wir sind auch da und nicht letzte Stand der Dinge, weil eben da muss man total hingucken. Aber am Moment ist es so, dass man ein Taux de Réussite tun von 71%. Das ist die Chance, wenn man sich mal Mojibel absetzt, auch gewählt zu gehen, als bei 71%, wird natürlich auch enorm, also weit über allen Prozentsätzen, die man kann haben, wenn man parteipolitisch sich absetzt. Das ist aber gut so, wichtig so, und das weiß eben auch, dass man die Unterstützung von den Leuten an alle Sektoren kennen, an auch eine Ränke besteckt tun. Das bedeutet eben, dass es der richtige Schwur ist, sich mal Mojibel abzusetzen für Sozialwahlen, und dass man so mehr stärkt Kruten an alle guten Sektoren. Das war ein kollektiver Erfolg, das muss ich sagen, und das wirst du auch, wir haben an den letzten Monaten ganz stark darüber hingeschafft, alle Strukturen, alle Militanten, alle hauptamtlich, haben sich komplett darauf konzentriert, die Wahlen gut zu machen und zu gewinnen und auch abzubauen, Delegierten zu sich, Kandidaten zu sichern, für das dort hinzukriegen, und das eben auch an flächendeckend an alle Sektoren passiert. Morgen haben wir eine Analyse gemacht, und wir sind durch alle Sektoren gegangen. Das spürt nicht ein bisschen, weil es geht aber 4 Stunden dauern, aber ich meine, ich kurzen Aperçu für was mir eben so in Hannerten de plakischen Zule stierchen einfach leider wo ich denn nach Realitäten an du stierchen neben Hunderten und Tausende Leute, die sich lo am Alldach ersetzen dafür, dass es den Leuten besser geht. Der nächste Sektor, den man durchschulen, ist der von der Stahlindustrie, weil Stahlindustrie natürlich ein Sektor ist, der wichtig ist für die Gewerkschaftsbewegung. Das wisst ihr, das ist auch in Arcelor auch ein Betrieb, wo den OGBL sein Weh dann abgewürzt ist an seinen Viergängerorganisationen, und das ist ja klar, dass das ein ganz wichtiges Resultat für den OGBL war. Bei ArcelorMittal war es so, dass 2019 hat OGBL schon eine Majorität mit, war eine ganz knappes Majorität, und das war ja 5 Jahre lang gerangelt, auch mal da ist der meiste Konkurrent als CGB an dem dritten Betrieb, bei denen du Beschäftigten, an die Majorität haben wir ganz manifest ausgebaut und endlich ganz stark dezidiert, und Leute sich für den OGBL mal 12 Sitz für den OGBL und 8 Sitz für den LCGB. Das ist gut, das ist wichtig, das ist eine Anerkennung von den Leuten für die gute Arbeit, die am Sektor von der Stahlindustrie passiert. Das wird ja hauptsächlich auch darum geht, Arbeitsplätze zu retten, Arbeit zu behalten, Sektor seine Anerkennung zu gehen, an natürlich aber auch da Bedingungen an Lohn von den Leuten weiterzubringen. Da gehen wir weiter bei der gesamte Sektor von der Industrie. Da fällt immens viel drin. Wir haben pure Berufssyndikator, die dran versammelt sind. Wir haben das Syndikat, wie wir nennen, Transformation sur Métaux. Wir haben den ganzen Bereich, wie man aufgekehrt so von der Chemie, Bois, Kautschuk, Keramik und so weiter. Alles, was eben die Produktionsbetriebe sind. Und wir haben die Industrie alimentaire. Der Industriesektor ist ja von denen, wo den Emploi raufgegangen ist, an den letzten Jahren durch natürlich die Revolution vom Arbeitsmarkt, dann durch gesellschaftliche Entwicklungen, wie man sie kennen, ökonomische Entwicklungen. Und trotzdem fällt, dass du den Emploi aufgegangen hast, wo wir mehr Delegierten wie 2019. Und das bedeutet einfach, dass du große gewerkschaftlichen Erfolg gehen hast, die letzten 5 Jahre, und dass Leute dadurch unerkannt tun. Wir haben, und das wisst ihr, an allen großen Industriebetrieben, die wollten aufbauen, als ganz stark gesagt für den Arbeitsplätzen halt von den Leuten. Wir haben Pferdespur, Tausenden von Arbeitsplätzen dabei zu behalten, wo sollte Sozialplan passieren. Und wir haben nicht zuletzt gewonnenen Streik am Industriesektor bei Ampassat gemischt hat. Und alles das Manifest immer unerkannt, weil Nogibel seine Majorität, die schon hat, konnte ausbauen. Und wir konnten auch ausbauen, weil wir auch an der Industrie alimentaire viel mehr präsent sind. Auf Plätzen, wo wir gar nicht waren oder wo wir ganz minoritär waren, sind wir ganz stark. Und die Beispiele sind auch schon genannt gehen von der Luxley, der Brasserie Nationale, dem Namur, dem Oberweise und so weiter. Und so viel und mehr. Auf jeden Fall der Gesamtsektor da als am Vormarsch an da als guten gewerkschaftlichen Ersatz gewesen gehen.
Wir sind weitergefahren am Sektor von der Konstruktion auf dem Handwerk, aus der Jean-Luc zuständig noch Herr Nodo für erst von der Frohen hat. Mir da das auch ein schwieriger Sektor gewesen, ich muss da wissen, für du Sozialwahlen zu gewinnen, an Zeiten, wo der Sektor auch in Krise gesagt wird. Weil du und Leute Angst, und Leute haben, und du geht es um Arbeitsplätze, und du geht es um Zukunft eigentlich von den Existenzen der beruflichen, du musst da wissen, dass andere Gewerkschaften, aber auch Patron selber als Konkurrenz gemacht haben, mit Patronatslöschten, wie man so, mit Kandidaten an die Sozialwahlen, die eben do komplett auf der Seite von den Employer sind, an mir die Courage hatten, also Gebel als zu wehren, und zu so, er soll nicht Flaschen decken, mit der Geist kann alle Betriebe geholfen gehen, er gibt Betriebe, denen geht richtig gut, auch nach Raut, am Bausektor, er soll sie Bläher do angegriffen gehen, wo es notwendig ist, wo es nicht so gut geht. Dank dieser Politik haben wir auch da die Wahlen konnte gewonnen, aber wir waren schon majoritär, da muss ich sagen, wir konnten die Majorität noch weit ausbauen. Und das ist ganz, ganz wichtige Message, auch an diese Krisenzeiten, für den UGB-Land zur Zustimmung zu dieser Politik, die wir da machen. Dann haben wir weitergemacht mit dem Sektor, dem Finanzsektor. Ich gehe noch ein bisschen da rein, wie sie hier an der Gruppe sind. Es gibt keine Chronologie dran, mit dem Finanzsektor als ein ganz schwieriger Sektor, dadurch, dass man hier eigentlich nicht, hauptsächlich UGB als CGB, haben wir eine andere Gewerkschaft erlebt, die auch immer stark war an dem Sektor. Und am Finanzsektor war das ein bisschen ein Inconnu, dadurch, dass der Leber die letzte Jahr hier Repräsentativität sektoriell verloren wird, an das ist ein bisschen um den Fuchs gegangen. Aber wir müssen sagen, dass trotz der Konstellation wir am Finanzsektor nicht beigelegt haben. Und wir sind UGB also um 4 Mal stehen. Und das Freda ist auch, weil den Sektor aus, wo eine UGB-Tradition mich schwierig war, ranzukriegen und obracht zu erhalten, Innovationen, an das Avalo gewiesen hat, dass auch dort Leute so und so nicht, aber wir wollen als wären an große Banken wie der Bill, an der Banque de Luxembourg, mega beigelegt haben, an da große Majoritäten konnten erreichen. Das gilt aber auch für ganz neue Banken, wo wir dran sind und nicht dran waren. Ein großes Beispiel von der gewerkschaftlichen Arbeit, weil die kann erreichen, und das alles möglich ist, das ist zum Beispiel das ist der Sektor vom Handel. Weil am Handel war man an der Grande Distribution schon ganz stark majoritär, aber du hast immer die Souci von den kleinen Boutiquen. Also die kleinen Boutiquen über 15 Leute, aber gell, du musst dir schon vorstellen, mit also begrenzten Mäuer, weil wir das sind Tausende von Arbeitsplätzen, wir haben aber halt 4 Leute, die den Sektor da enkadrieren. Für dann du an alle Boutiquen, sozusagen, wo über 15 Leute beschäftigt sind, Delegationen hinzukriegen, das war immer so ein Ding der Unmöglichkeit, einfach durch, das physisch nicht möglich, dass überall da präsent sind, und da tun wir aber auch Pferdsport. Und dafür sind wir auch immens froh darüber, weil da doch ein Zeichen ist, und der Sektor geht durch, wir brauchen auch da gewerkschaftlichen Ersatz, aber wir brauchen einen sektoriellen Kollektivvertrag am Handel, den kleinen Kommerzen, sodass wir eine lange Lust tun, wo wir präsent sind, wo wir nicht drauf waren, wie, ich zähle sie immer ab, die könnt das hier nur alle gut im Detail nur lesen, bei dem Galerie Lafayette, Springfield, Veritas, Adler, Etam, Swarovski, Hunkemüller, Footlocker, Smerz, Manier, Okaidi, Adventure Equities, haben die gesagt, lauter Boutiquen, die man kennen, wenn man durch das Geschäft gehen, lo kennen sie als auch, und wir sind alle da präsent. Und das gilt für den Horeca-Sektor, Sektor der Gewerkschaft ganz schwierig ist, wie der wisst, zu erreichen, weil es viele Entreprisen, wenn ich will, so sind, wo keine 15 Leute beschäftigt sind, und dann ist es ja schon unmöglich. Mir also da ist auch gelungen, an den großen Restaurants, an den Hotels, den UGB ranzubringen, an Wahlen zu gewinnen. Und auch das als einer von diesen starken Momenten an diese Sozialwahlen gehört sicherlich zu der Victoire, die wir hier können als zu rechnen. Weiter geht es dann mit dem ganzen Servicebereich, das ist natürlich den Sektor als der Ökonomie, den umkommen ist, wo mehr Arbeitsplätze geschafft sind. Mit das aber auch die neuen Arbeitsplätze,
umzusetzen und das aber auch sicher die Sektor wo dann am schwierigsten ist für den OGBL, dass man so ranzukommen, weil die Leute ganz wenig gewerkschaftlich Kultur haben, ganz wenig mit der Gewerkschaft bis konfrontiert gesehen an mal für sich also viele Bereiche echt retizent sind. Und auch da haben wir Fertigbrot ganz neue Sektoren zu penetrieren, ganz neue Leute aufzubauen, die sich so, ja, mir das geht aber Sinn, wir müssen das machen, wir setzen uns an, weil am Anfang, also nicht richtig, was bei uns passiert, wir setzen uns vielleicht an für bessere Lohnbedingungen, für bessere Arbeitsbedingungen, für bessere Work-Life-Balance und alles, was dazu gehört. Und zu dem Sektor gehört eben auch die Energiebetriebe. Und haben wir die Majorität bei der SEO, und da haben wir die Majorität an allen Energiebetrieben am Land. Und auch das sieht eben mehr wie 100 Statistiken aus. Das muss ich einfach so an den Zeiten, an denen wir leben, als Gewerkschaft majoritär an allen Energiebetrieben zu sehen, bedeutet einfach etwas. Und Majorität haben wir auch gerade am Guardianage, das war ein Sektor, wo von den wenigen, wo wir minoritär waren, wo wir auch das mehr Kandidaten hatten, mehr Kandidaten von uns gewählt gesehen, was da bedeutet, dass wir auch also GBL 4 dafür sind, am Sektor vom Guardianage stehen, wie der Wüste ganz schwierig ist, was die Arbeitsbedingungen noch geht, aber die Situation von den Leuten geht. Aber wenn in den großen Bereich Service privé dann hält, dann kommt nicht so lang. Aber ganz kurz durch die Amazon, vielleicht haben wir schon so viel drüber geschwärzt. Ich will ja statt aber wirklich so, was das für alles bedeutet. Weil Amazon, das ist der zweitgrößte Employer am Land. Und das ist ein bisschen ein Welt für sich. Die Leute, die da beschäftigt sind, die nennen sich selber Amazonians und die sind komplett fremd von allem, was wir so an unserem beruflichen Alltag alle Leute kennen. Das sind Leute von allen Nationalitäten und allen Kulturen, und die überhaupt nicht mit der Gewerkschaft Hut hatten. Und die am Anfang auch richtig so gesagt haben, nee, ich bin ja aber mit Amazon Familie. Und die da sich am Anfang nie wollten Absätze für sich irgendwo anzusetzen für bessere Konditionen. An dem Moment, wo wir eine Lust hatten bei Amazon, war das schon für uns ein großes Success. Und du sind mir mit Kandidaten an Rennen gegangen an die Wahl, aber wir haben ehrlich gesagt nie damit gerechnet, dass wir so viele Druck kriegen, weil du waren 5 oder 6 Gegelöschten, die nicht von einer Gewerkschaft gedrohen gesehen, die dann Amazonians for Amazonians geheischt haben oder Future for Amazon, und die am Anfang nicht dosi für die Kurs, die mir vertreten. Aber wenn ich dann an einem Proportsystem, an die kannte Wahlsystem, weil das so politisch nicht da ist, anlöscht, die man die Leute dann dran schickt, par rapport zu so viel Geld löschen, an aber 5 Leute rankriegt, da bedeutet das etwas. Und das ist auch ein Zeichen. Das ist aber auch ein Zeichen, dass Nogibel auch moderner ist, noch breiter für die neuen Ökonomien. Und da haben wir 5 Nogibelisten bei Amazon gewonnen. Und das ist gut. Ganz Imprimerie, Medienkultur, bei eurem Sektor, du bereich ich noch Bild zu malen, was du vielleicht dafür zu streichen hast, ist Kultur. Am Kultursektor sind wir lang. Wir sind die einzige Gewerkschaft, aber wir waren schon ein bisschen präsent, wir sind immer überall, wo Rang und Namen hört, an der Rotonde, an der Kulturfabrik, an der Philharmonie, am Casino, an der Kino, an der Rockhalle, an der Neum, aber in Münster, überall als die OGBL, einzige Gewerkschaft, die Leute vertritt. Einzige Gewerkschaft sind wir auch am Enseignement Supérieur, an der Recherche, weil dazu auch Madrid an alle Rechercheinstituten, also die Tschüsten OGBL bei der Uni war man ganz sehr ähnliche Gewerkschaft, also das war sehr am Lauf am 12. März vom Tag klar, dass man da allein sehen. Das zieht sich da weiter durch den ganzen Sektor Publik. Auch das war schon bekannt, dann haben wir schon gesagt, wir haben da groß zugelassen, das also bestärkt an die Marschen, dass man nicht Gewerkschaft von der Privatwirtschaft sehen mit Gewerkschaft von all den Leuten zu Lützeburg noch auch der Sektor gehört zu der Ökonomie, auch der Sektor also ein bisschen Force vive von unserer Ökonomie zu Lützeburg. Wir haben großen Zowus bei alle Gemengen. Am Süden waren wir immer schon stark, wir sind immer noch am Zentrum an, am Norden, wo den OGBL ganz stark beigelötet. Dann halte ich ab mit einem Sektor, wo wir immer gut waren und Lohn auch besser gesehen, dass die von der Santé, vom Sozialwesen, das ist ein Sektor, wo den OGBL
Ja, wir hatten da immer schon so eine große Majorität, dass man quasi konnte so, wir sind allein Melo von allen gewerkschaftlichen Delegierten, haben wir noch 92% von den Delegierten. Sowohl an alle Kliniken am Land, wie auch am Sozialbereich, am Pflegesektor, alles zusammen haben wir da 92%. Das ist wirklich ein enormes Resultat an der Tum auf dem Morgen im Nationalvorstand gesagt, dass mein wenn in einem Sektor so stark ist, wie wir schon waren, dass es dann einfach ist, dass es dann normal ist, aber das ist gar nicht der Fall. Au contraire, dass da, wo ihn oft riskiert zu verlieren, weil er schon ganz hoch 12 von Membern heute ganz hoch Gewerkschaftspräsenz oder Gewerkschaft stärkt. Genau da kann denken, also es eigentlich mehr sehr geschieht, dass er ein bisschen Prozenter verliert, der Plumme lässt, und das ist gar nicht passiert. Wir waren sehr klar auf dem Dach von den Sozialwahlen, dass wir waren bei allen Kliniken sowieso schon majoritär, außer bei Enger, das nie in CCI, da war der NCGB immer majoritär, und das geht immer da ganz allein, NCGB ist gut gewählt, gibt alle guten Delegierten an der Herzklinik. An am Sozialsektor, da sind wir an alle großen Entreprisen allein, bei Servier, Croix-Rouge, im Versucht, Akkus, Abham und so, und der Piet Bach war zuständig für den Sektor, wird, wenn der da Freunde dazu hat, erst da auch noch können. Zur Verfügungsstoff für Antworten zu kriegen. Voilà, und das ist ein bisschen das Fazit, wo man konnten sehen, nach einmal zu zoomen, heute Morgen, ihr müsst verstehen, dass das ein wichtiges Exerzice war, den man nach einmal als Komitee National gemeinsam gemacht hat, dass da die Gremium von OGBL, dann nach der Wahl war man noch nicht so zu zoomen und dann nicht konnten die detaillierte Analyse machen, dafür war das heute de Moment dafür wir werden noch an unserem nächsten aktuell ein Detail kriegen mit den Zahlen pro Betrieb, pro Sektor, wenn man gehen hat ganz viel gefroht an der Kind an den nächsten Tag haben wir auch den Detail. Das Problem ist, dass einfach das immer einfach eine Führer ein bisschen kompliziert, mit das geht nach mir kompliziert, mit konnte nicht alle Resultate an Zeiten ran und dafür haben wir das aber gleich und da sieht auch, das wird mir halt immer so auch schwarz auf weiß mit den Zahlen und mit den Prozenten. Und wir müssen sagen, dass es notwendig war, dass Nobel gestärkt wird bei diesen Wahlen, weil der Thomas schon immer gesagt sind, den Parlamentswahlen, weil es hat Zeit noch bei uns durchkommen, weil wir ein großes Chantier für uns haben, große Herausforderungen für uns haben, weil es wichtig ist, dass Leute eine starke Gewerkschaft haben, auf ihrer Seite für sich anzusetzen, gegen Verschlechterungen auf alle Niveaus, wie sie können kommen. Und erlaubt man dafür eben zu der Offensiv, die Patronatsvertreter im Moment zu vorschenken. Wir spüren sie auf alle Plan, dass sie rückgewandt haben, vielleicht politisch, für Attacken zu reiten auf Gewerkschaft. An einem von den Opportunitäten für sie, wo sie sich so, voilà, das ist für also Beweis, dass kein Mensch mehr den OGBL braucht, sind die sogenannten neutral Delegierten, die hat auch schon viel darüber geschwärzt, wir haben alle gut schon viel darüber gelesen und so. Mit das einfach Fakt, dass man das muss in eine richtig stellen, mit noch ein Kommuniqué dazu rausgehen, dafür so nicht alles, was da dran steht, aber das eine falsche Durchstellung von dem, was Sozialwahlen sind. Das ist eine falsche Durchstellung von dem, was Gewerkschaftler sind und Terrain-Delegierten sind, die sich können ansetzen für bessere Konditionen von den Leuten, weil auch schon an der falschen Durchstellung von den Wahlresultaten, aber dann immer die sogenannte Neutral-Delegierten, also Block durchgestaltet gehen, als das gelungen, weil das ist nicht der Block. Das sind Hunderten und Tausenden individuelle Leute, die nicht gemeinsam haben, außer dass sie nicht organisiert haben, die eigentlich Einzelkandidaturen sind, die aus ganz, ganz diverse Gründen nicht mit der Gewerkschaft gegangen sind, aber Englisch, mit die gar kein Meier haben, kein Suchen haben, kein Material haben, keine Ausbildung haben, gar nicht die nötigen Ressourcen haben, für sich Terrain wirklich anzusetzen für die schaffenden Leute und die auch über Gesetze nicht können Kollektivvertrag verhandeln, war doch gut so ist, weil eine Gewerkschaft hat, die notwendig unabhängig geht, wie vom Patron, wir können gut Kollektivvertrag
zu negozieren. Und da so sich ein wirklich ein Asyl von einem Patronatsverband, die da so mir Gewerkschaften sind eine Randerscheinung, was wichtig ist, sind die Neutraldelegierten, weil es gar nicht vergleichbar ist, Neutraldelegierten eigentlich der Kurs und sich Schulden von unserer gewerkschaftlichen Arbeit. Und da tun wir auch, da muss ich nachher wiederholen, diskutiert die Situation, der das halt 5 Jahre selber, so gut haben sie das ein bisschen verloren. Und aber kennt das Thema remote, was das dann du lässt. Und du hast eben wichtig auch zu betonen, dass das nicht politisch, also weder von einer Regierung noch von einem Patronat genutzt wird für Gewichtigkeit von einer starken Gewerkschaft oder von starken Gewerkschaftler Terrain zu minimisieren. Und das ist ein bisschen das, was wir spüren, das passiert an diesen Zeiten, und dafür sind eben, sind wir bereit. Wir haben das mal noch diskutiert, dass man es muss warm und dass man es muss bereit machen und für Verhandlungstisch zu streiten, auch für als Wandel auszupacken und auf Schluss zu gehen, muss notwendig sein. Wir haben über das Kollektivvertragsgesetz geschwart. Wir hatten ein Komitee permanent du Travail de l'Emploi zu dem Thema, an dass du nach nicht spruchreif wieder wisst, das ganz klar, dass man wird nicht so losgehen, dass das Gesetz verwassert wird von dem Kollektivvertrag. Au contraire, wir brauchen mehr Kollektivverträge, wir brauchen mehr stark Gesetz. Da habe ich recht, dass du für die Salari zu schützen und nicht für nach mehr dem Wildwuchs auszuliefern. Und dafür ist es ganz, ganz wichtig, zu betonen, das muss anhand von den gewählten Gewerkschaften sind, den national repräsentative Gewerkschaften für Kollektivverträge zu verhandeln an den Patronatsverband. Und das kann nicht individuell zwischen dem Patron und dem Salari, weil diese Godens gehen, passieren. Weil so ist es nicht. Und wir wissen eben, dass es nicht so ist. Und das ist nicht, das eben auch nicht Spiegel von der realer Welt, wenn Patronatsvertreter sieht, mit mir gehe schon gut eins mit also Leute, die aber immer an einer Lohnabhängigkeit sind, die aber immer ein Salariatsverhältnis zu ihrem Patron haben. Wir hatten eine CPT zu den Sonderöffnungszeiten und du hast Diskussionen ganz ähnlich gelaufen. Wir spüren einfach eine UL an hier Kollegen, die sich ziemlich sicher ihrer Sache spüren, für die Arbeitszeit froh zu flexibilisieren und eigentlich ob die Gesetze weiter Flexibilisierungen anzuführen, die gegen das Interesse von den schaffenden Leuten sind, gegen Work-Life-Balance, die man ja aber so verteidigen. Wir spüren nicht ganz viele Frohe, wir spüren nicht natürlich ob der Froh von den Pensionen, du gehen wir heute Mittel und nicht drüber, weil wir werden sicherlich Gelegenheit kriegen, auf vielen Pressekonferenzen drüber zu schwätzen. Wir auch heim merken wir ja eine politisch offensive, noch eine liberale Wand, den durch die Vorstellungen von Politik und aber auch vom Patronatsverband geht, für die Zukunft von den Leuten zu Lützeburg. Wir spüren nicht an der letzte Attack, diese geritten haben, auf dem Thema von dem Absenteismus, so gruselig wie es also immer durchzumachen, ob die Krankheit, das ganz vierstellig das Thema, weil wir versuchen andauernd richtig zu stellen, erstens ist ein Absenteismus lorem Gefall. Also 12 von den kranken Leuten, das Männer heißt wie das, also als lorem auf dem Niveau für Covid. Zweitens hat man aber eine Pandemie dazwischen und das ist auch irgendwo normal, dass Leute krank waren und das auch da gefehlt haben auf der Arbeitsplatz. Und drittens ist es falsch, auch von einem Employer-Seite zu sagen, dauernd, wir müssen die Krankheitsabsenzen durchschauen und gucken, die zu reduzieren und sich vorzustellen, für was Leute krank gehen. Und das beweisen wir immer an allen Etüden, auch als Quality of Work an der Chambre des Salariés, die weiß, dass auch da bist krank möchte, und dass man als Employer, von der Employer-Seite auch erwarten, dass sie sich die Doofreunde mal stellen, vielleicht auch für besser, mehr attraktiver, mehr gesund Arbeitsumfelder zu schaffen, für zu verhindern, dass die Leute krank gehen. Auf jeden Fall als Lösung sicher nicht Kranker zu bestrafen, weil sie krank sind, und dummer dazu mengen, dass sie Männer krank gehen. Und mit die leichten Attacken oder offensiv auf der dritte Front, wo man natürlich auch müssten aufwehren, und wir merken einfach, dass Zeiten sich vielleicht ein bisschen den Ton sich geschärft hat, dann an Zeiten auf jeden Fall, die bei uns durchkommen, kein einfacher Sinn. Und dann haben wir mit dem Thema, weil da im Moment beschäftigt, aber super aktuell ist, nicht einfach ist, dass die von deutschen Grenzgänger. Die hat das mitgekriegt mit dem Gau, was auf der Doppelbesteuerung passiert, also die kennt den Historik, kennt als einem Protokoll d'accord vom Januar, den geholt ging, also Basis von einem Akkord,
wo eigentlich soll zum Teletravail Beschluss gehen. An alles dat feiert zu der Konsequenz, dass Lotüberstunden von deutsche Grenzgänger, die Lützburg besteuert gehen, sollen an Deutschland besteuert gehen. Und das retroaktiv ab 1. Januar 2024. Und das für ab der 1. Überstunde, all Überstunden, die von einem deutschen Grenzgänger oder deutschen Grenzgänger gemäht sind. Das ist für uns wirklich große Problem, für die Tausenden und deutschen Grenzgänger, die hier am Landbereich gekommen, an dem wir auch angewiesen sind, an allen ökonomischen Sektoren, wir müssen da eine Lösung finden. Das führt nämlich am Moment schon dazu, dass es richtig Anmut gibt auf viele Sektoren und dass viele deutsche Grenzgänger so keine Überstunden mehr. Und dann haben wir wirklich reale Probleme. Und das geht von dem Industriesektor, wo ganz viele deutsche Kollegen schaffen und Kolleginnen über Tante, wo da viel schaffen, über den Sozialsektor, wo da viel schaffen. Wir aber auch morgen hat man die Diskussion am Transportsektor, wenn deutsche Kamioneure so, ich keine Überstunde mehr und das geht nicht, dann haben wir hier ein Problem flächendeckend an der ganzen Ökonomie, was Belieferung belangt. Und bei einem zum anderen feiert auf jeden Fall dazu, dass man nicht nur nicht machen und das ist eine komplette Diskrimination, muss ich sagen. Der Friedrich ist ein bisschen mehr ein Experte von der Mathe, aber er hat auch betont, dass in Deutschland die Überstunden auch steuerfrei sind. Das ist am Schluss eine Diskrimination vis-à-vis von deutschen Leuten, die zu Lützeburg schaffen, weil sie los sollen also die Überstunden, die sie hier prestieren, in Deutschland besteuern. Das ist auch noch nicht klar und total intransparent, ihr wisst das, weil die von der Besteuerung mal nicht bekannt ist im Moment. Aber wir sind drauf, wir bleiben am Ball und gucken, dass da eine Lesung von Gott für so aber trotzdem super Gaude zu verhindern, dass man da eine heftige Diskrimination von deutschen Grenzgängern werden haben. Und das war ein Sujet, auf dem wir auch nach dem Morgen angegangen sind. Und dann haben wir quasi den nationalen Vorstand aufgeschlossen mit einem letzten politischen Sujet und dann ein paar administrative Fragen. Das letzte politische Sujet ist, dass der Komitee National vom OGBL sich natürlich der dramatischen Situation im Nahen Osten bekannt ist und dafür den Morgen dezidiert hat, eine Resolution zum Sujet zu holen. Wir haben uns da angenähert und dem, was europaweit Gewerkschaften noch so, noch andere Gewerkschaftsverbände, an denen wir Member sind, wo wir eigentlich drei Hauptaussagen machen, dass man direktes Cessez-le-feu am Gazastreifen fordern, dass man die Liberation von allen Geiseln auf der Seite fordern und dass man einen seriösen humanitären Couloir fordern für alle humanitäre Hilfe frei können zu ermöglichen, weil die Situation einfach dramatischer sind. Wir als Gewerkschaft ist immer für den Frieden ausgeschwart und noch ein Teil von der Friedensbewegung zu Lützeburg sind und dafür auch einen Aufruf matt gemacht, für diesen Samstag um Friedensmarsch teilzuholen, den an der Stadt wird stattfinden. Und dann haben wir, wie gesagt, da ist ein administrativen Volley nach, pardon, Jean-Luc, da hat man noch einen Punkt gemacht über die Situation am Bausektor. Was ich so nicht, Jean-Luc, hast du hier nur, wenn dann nach Frohen Hut, wir haben ganz kurz einen Überblick gehen über die Frieden, die man hatte, Carvalho an Masson-Lux, und nachher den Aufklärungsarbeit gemacht, die man dauernd machen, das muss ich am Bausektor eben trennen, zwischen denen, die von der Krise frappiert sind, an die Verhitten, die lo nicht direkt ab bist du mal dazu dienen und die nicht automatisch durch Logementskrise verursacht gesehen du sind einfach paar 100 Emplois wäsch gefallen wenn es Liquiditätsprobleme an das war in Realität immer an dem Sektor so Lohn eine Realität dann leider auch falsche Gestion von Entreprisen wo eigentlich gut Geld verdient gehen also wo der nur durch Einzelfaktoren die nämlich bezahlt gesehen leider zu verhitten können an Arbeitsplatz verlust an dem Kontext wo man auch rappeliert und dass mir große Forderungen für Protektion von der Arbeit was Plan Maintien geht Plan Socio geht aber auch verhete Gesetz für das Salari den an ein Verhit gerät nicht durch Netzfeld an Bemol nicht mehr hört und dann aber wirklich aufgeschlossen Eisen echte Mai geplant der nächste Mai vom OGBL wird das Jahr
wie alle Jahre der nächste Mai stattfanden, und zwar am Neumünster. Das heißt, wie schon die letzten 2 Jahre meine Schummer dann die politisch echt mehriert auch am Neumünster selber, und zwar 11 Uhr, und die sind alle gut invitiert zu kommen, obtriert, die dürfen dann auch mal kriegen, die können aber auch da noch mal diese Patrouille, weil da noch geht es dann, lassen wir am Apero an mit den Konzerten, mit dem Fest von den Viertfamilien, an von den Kulturen, an mit dem ganz flotte Programm, wie wir schon all die Jahre kennen, die genaue Programm können doch an den nächsten, die ich raus mit wichtigen Messages, aber die politische Deal findet auch der nächste Mai selber statt, am Neumünster selber 11 Uhr, als du dicht mehriert. Wir haben also Kongress geplant, du weißt nicht, ob in der Teil muss so, mir ganz kurz, denn Gell hat ja alle paar Jahre Kongress, und also der nächste Kongress findet den 28. und 29. März 2025 statt. Können wir ja schon an den Agenda notieren. Bis du hin erst nach viel Zeit. Und dann haben wir ein paar interne nach, wir haben eine Reihe Änderungen, weil Leute fortgehen oder in Pension gehen oder rückeln. Und naja, also auf jeden Fall, dass der Pittbach, den Lo immer zuständig war für das Syndikat Gesundheit und Sozial, wir sind Lo am Departement von der Sécurité Sociale vom OGBL wird wirken. Zusammen mit Carlos Pereira, den ihr alle gut kennt, werden sie das Departement Lo weiter aufbauen, und da kommen viele Herausforderungen, weißt du, an Zukunft, und wir sind froh, dass der Pitt den Challenge da angeholt hat. Das möchte dass aber den Syndikat Santé einen neuen Zentralsekretär kriegte, dass das mal Sulic war Sekretär Central Adjoint, aglo responsable für das Syndikat von der Santé. Dann haben wir eine Nomination zum Sekretär Zentral von Christoph Revenich, den für das Service Public zuständig ist, und von Manon Merson wird für die Aviation zuständig ist. Voilà, das sind auch Decisionen, die das Komitee National vom OGBL muss erkennen an der Folge, an da haben wir dann Eisenkomitee National mengenisch aufgeschlossen. Voilà, da sind wir da, wenn ich meine, da war eine Kurzpressekonferenz, dann sprengen das alle Grenzen, geht nach. Voilà, ich sage auf jeden Fall ein großes Merci für die Nullaustrom hier an Geduld. Und ich gucke, denke, mein Kollegen, ob ich irgendetwas vergesse. Das können wir viel bei denen, viele Matthias, sieht nicht so aus.